dieser heller Hintergrund. Naja. Ich scheine, ne? Shining. Ihr habt es doch bestimmt, jeder von uns hat so seine Insider, seine Special-Wörter, die man selber benutzt, oder also für Gegenstände oder für Situationen, und das uns keiner kennt. Also, alles ist in Ordnung, bloß wenn man es nach außen tragt, kriegt man blöde Blicke manchmal. Also, zum Beispiel bei uns daheim gibt es auch so Wörter. Bei euch auch, die möchte ich dann auch hören. In den Kommentaren. Zum Beispiel gibt es das König Ludwig Brot, das heißt bei uns King Louis. Da weiß ja jeder Bescheid in unserer Familie, wenn es heißt, ja, kauf mal ein Pfund King Louis, passt schon. Bloß wenn du dann zum Bäcker gehst und wirklich hingehst und sagst, ich brauche ein Pfund King Louis, und denkst du, was schaut denn jetzt hier so an? Und dann kommst du drauf, die weiß ja gar nicht, was du meinst. Ja, King Louis. Mir, und das möchte ich wissen, ob ihr das auch macht, und bestimmt macht ihr das auch, weil ich höre es ja von anderen Leuten manchmal, Gegenstände Namen geben. Zum Beispiel, also unser Auto ist drin Semi. Und manchmal weiß ich ja gar nicht mehr warum. Unser Thermomix heißt Söder, weiß der Geier. Also ich weiß von Leuten, die haben einen Fernseher daheim, der heißt Philipp, weil er von Philips ist. Unser Bauhofer ist der Kai. Das ist ein wenig komplizierter. Das ist nämlich so, der Bauhofer ist ein Bauknecht. Und mein Großer hat gesagt, Bauknecht, das hört sich so dienermäßig an. Das gefällt ihm nicht. Er will keinen Knecht in der Küche haben oder keinen Lakai. Sage ich, naja, gut, dann ist halt der Kai. Und seitdem ist der Bauhofer der Kai. Und wir haben ja schon Kaffeemaschinen gehabt. Die hat dann immer so komisch gesungen. Mein Gott, hört sich das blöd an. Was ist? Wurscht. Wegen dem war es der Ingo. Da hat ja jeder gewusst, wenn ich in der Früh einen Ingo eingeschaltet habe, wer der Ingo ist. Und jemanden ganz besonderen, und dessen Geschichte stelle ich euch jetzt halt auch noch vor. Es ist echt hell, da kann man meinen, ich sitze im Wurscht. Der Simon. Und ich habe vor kurzem ganz begeistert erzählt, dass ich jetzt dann einen Simon kriege. Blicke voller Unverständnis. Was kriegst du? Bis mir aufgefallen ist, keiner weiß, wer der Simon ist. Und zwar das Pferd namens Simon. Ich zeige es euch einmal schnell. Das ist der Simon, steht da drauf. Das Pferd namens Simon, anders rundum. So. Ja. Das Pferd namens Simon ist eine kleine Kapselkaffeemaschine. Und warum ist das Pferd namens Simon ist? Naja, also Tassimo ist der Tassen-Simon. Weil irgendwie hat mir mal einer von den Jungs erzählt, ich weiß leider nicht mehr wer, vor ein paar Jahren, er war bei irgendjemandem daheim und die haben einen Tassen-Simon in der Küche. Und ich sage, wer ist denn der Tassen-Simon? Dann habe ich überlegt, ja, was macht denn der Tassen-Simon? Ja, der macht Kaffee. Dann habe ich schon gewusst, warum es der Tassen-Simon ist. Und warum mein Tassen-Simon ein Pferd ist, hat den Grund, weil das Backel vom Tassen-Simon war riesig. Und mein Kleiner ist ja der Ponybau. Und dann hat er das Backel gesehen und hat gesagt, Mama, das Paket ist so groß, da passt ja glatt ein Pony rein. Oder ein Pferdl. Und deswegen kam raus kein Pony, sondern eine Kaffeemaschine. Also ist meine kleine Kaffeemaschine ein Pferd namens Simon, mein heimlicher Freund, weil, also übrigens Simon, ich kenne keinen Menschen, der mir unsympathisch war, der Simon heißt. Ich kenne einen Schwung Simons und deswegen habe ich jetzt auch kein Problem damit, dass Simons sind. Die Simons, die ich kenne, die sind alle cool. Vielleicht es gibt noch viel mehr coolere Simons oder viel mehr coole Simons, die kenne ich nicht. Also alle Simons bitte gerne melden. Der Tassen-Simon ist immer bei mir. Und der Tassen-Simon, der spaltet so ein bisschen die Gemüter, weil der Tassen-Simon ist ein ziemliches Müllschweindel, weil der hat ja halt auch viele Kapseln. Und es gibt ja wiederverwendbare Kapseln, die habe ich noch nicht.
deswegen nehme ich einen Simon halt wirklich her. Der Simon ist meine Reisekaffeemaschine jetzt. Den Simon, der ist so klein handlich, den kann man mitnehmen. Und ja, also ich backe ihn tatsächlich nur dann aus, wenn der Mo nicht da ist, weil der Mo, der sagt aber, ja, ist ein Haufen Abfall. Der Mo hat recht. Aber ab und zu unterwegs, ich meine, ich kann leider nicht meine Espresso-Maschine mitnehmen, also nehme ich einen Simon mit. Ja, und jetzt seid ihr dran. Ich möchte mal wissen, welche nicht Kaffeemaschinen, welche Namen eigene Geräte daheim haben. Gibt es bestimmt auch ein paar. Also lasst es mir nicht im Stich mit in dem Glauben, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der seine Küchengeräte, seine Maschinen daheim Namen gibt. Oder der das Brot nach einem Affenkönig benennt. Na, also ich weiß, Insider hat ja jeder und es ist ja auch schön und deswegen, wie gesagt, haut's außer, darf mich echt interessieren. Und ansonsten, vielleicht nicht unbedingt mit dem Simon, aber lasst euch einen Kaffee gut schmecken. Jetzt haben wir Mittag, Sonntagmittag, nach dem Mittagessen ein Kaffee-Chill, glaube ich, sagt man. Also ab und zu sagen wir gleich Kaffee-Chill. Kaffee, wie auch immer. Lasst es euch schmecken.